Der Flori riecht bei seinen Lehrern nix aus, aber sein Spezi legt ein gutes Wort für ihn ein und schließlich darf er nachher doch auf der Schule bleiben. Fanny und sein Jumpsterer haben dann freier Abend ohne die Emma und sie möchte zu vierter Liederln singen und er überrascht aber alle im Maskerergewand als eine Schande. An Patrick, seine preußische Schwester, schaut vorbei und hat einen Verdruss und liegt ihm aber freches Gesicht, dass nix ist. Der Pfarrer kommt aber dahinter, dass das eine gespinnerte Maso ist, die wo ihrer grundlos einbildet, dass sie schuld ist am Tod von ihrem Jumpsterer, der wo in Wirklichkeit als ein Psuffener in einer lockerter Suffer ist. Das Hummerl ist wie ein Bruthähner zu seinem Burm und das führt's auch den seiner Gespuse vor, also dass er am das stehen lässt. Und auf das aufe kümmert er sich selben wieder mehr um die Hausarbeit. Danach geht's mit etlichen Landweiber zu einem Esopfaffen, weil's außerkriegen möchte, was für ein Kraftviech das in ihrer steckt. Schließlich kommt's auf, dass das ein Stinktier ist. Der Lorenz bildet ihm ein, dass sein Hund hellsichtig ist und wahrsagen kann. Aber dabei hört er grad das Pipsen von seinem Handy Besseres wie er sein. Der Mike bringt der Annalena eine Flaschen Wein, aber die sauft den mit ihrem Jumpsterer. Der macht danach mit Mike einen Skiausflug und hilft ihm wieder auf die Füße, wie er verunglückt. Der Mike streitet aber an, dass er auf ihm eifersüchtig ist.